Hallo allerseits und herzlich willkommen zur Celebration of Progress. Heute Abend schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte von Audi auf. Heute Abend werden wir den Slogan Vorsprung durch Technik zum Leben erwecken, denn egal was wir machen, im Kern geht es immer um Vorsprung und so ist es an der Zeit, den nächsten Meilenstein, die nächste Ikone zu feiern, den Audi e-tron GT. Nach meinen über 30 Jahren in der Automobilindustrie bin ich davon überzeugt, dass das Fahrzeug, was wir heute Abend vorstellen, die Welt begeistern wird. Aber zunächst begrüße ich ganz herzlich unser Vorstandsmitglied für den Bereich Marketing und Vertrieb. Ganz herzlich willkommen, Hildegard Wortmann. Wow, Markus, das sieht super aus hier. Ja, danke und einen guten Abend in die ganze Welt. Ich freue mich wirklich, Sie alle zur Celebration of Progress willkommen zu heißen. Bei Audi leben wir den Vorsprung und wir begeistern uns dafür, Dinge zu gestalten, von denen die Welt zuvor noch nie etwas gesehen oder gehört hat. Und zum Glück gibt es dort draußen zahllose Menschen, die unsere Art zu denken teilen. Und wir haben Sie heute eingeladen, mit uns zu feiern. Ich freue mich sehr, Ihnen jetzt hier eine Frau ankündigen zu dürfen, die in ihrem Genre die Regeln neu definiert hat. Sie ist Schauspielerin, sie ist Songwriterin und sie ist eine großartige Sängerin. Wie auch wir bei Audi lebt sie den Vorsprung dadurch, dass sie immer wieder neue Maßstäbe setzt. Wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Meine Damen und Herren, hier ist sie, Janelle Monáe. Vorsprung heißt, etwas anderes zu machen, etwas, das vorher noch niemand gemacht hat. Wenn man was tut, was einen wirklich fasziniert, dann wird es nie langweilig. Der attraktivste Audi aller Zeiten. Future is an attitude. Alles, was wir heute tun, tun wir für eine bessere Zukunft. Mehr als je zuvor stehen wir für grundlegende Veränderungen, sind Gamechanger. Die Technik von morgen kombiniert mit der Kreativität von heute, das führt zu etwas Magischem. Leidenschaft und Action, das bringt Vorsprung. Nur wer sich der Zukunft öffnet, kann sie auch mitgestalten. Für mich ist Teamarbeit der Schlüssel zum Erfolg. Jedes Zeitalter hat seine Ikonen. Die Elektromobilität ist definitiv die Zukunft. Die Elektromobilität sind der Weg in die Zukunft. Wir sind jetzt alle soweit für Elektromobilität. Der e-tron GT ist die Verkörperung unserer Audi-DNA. Wow, Markus, was für eine Performance von Janelle Monáe. Meine Damen und Herren, da wir heute Abend so viele Gleichgesinnte haben, die den Vorsprung wirklich leben, mit uns leben, da wir so viele davon haben, kann etwas professionelle Unterstützung für die Celebration of Progress nicht schaden, denke ich. Viele kennen ihn. Er hat schon in der Vergangenheit die Zuschauer durch viele Shows geleitet. Begrüßen Sie ihn mit mir, Steven Gätchen. Steven, hallo. Dankeschön und guten Abend allerseits. Tolle Bühne, vielen Dank, Hildegard. Guten Abend, Markus. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich willkommen heißen zu der Celebration of Progress. Also, herzlich willkommen. Markus, ich muss zugeben,
bitte sei nicht böse, aber ich habe mal hinter den Kulissen ein bisschen schon mal reingehört. Das ist so spannend hier. Und ich habe gehört, dass dieser Tag heute für dich ein ganz besonderer Tag ist. Ja, das kann man so sagen. Ich habe ja meine gesamte Karriere in der Automobilbranche zugebracht und trotzdem finde ich die technischen Möglichkeiten immer noch spannend. Zum Beispiel eine neue Architektur, neue elektrische Antriebssysteme, Laden in Minutenstelle oder Konnektivität. Und dann haben wir bei Audi noch diesen tollen Teamgeist. Ich bin da umgeben von Leuten, die darauf brennen, eine neue Form der Mobilität zu erschaffen. Und ein Beispiel dafür wird das Publikum heute Abend zu sehen bekommen. Auf jeden Fall, und da sind wir auch alle schon ganz gespannt. Hildegard, damit komme ich zu dir, denn ich habe das schon gemerkt, du verstehst es sehr gut, ja, Spannung aufzubauen. Also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Heute geht es ja nicht nur darum, ein neues Fahrzeug vorzustellen. Das ist ja was viel Größeres. Es geht um eine neue Ära für Audi. Steven, das stimmt. Das kann man wirklich sagen. Das ist ein ganz besonderer Moment für uns alle Audianer, die heute Abend hier sind. Angesichts der ständigen Veränderung ist ganz klar und deutlich für alle, dass für Audi Future is an Attitude gilt. Es ist die Denkweise der Menschen bei Audi. Wir nennen uns selber ja die Audianer. Wir sehen die Zukunft nicht als etwas, was einfach so passiert. Die Zukunft ist was gestaltet werden muss. Wir müssen es gestalten, und zwar jetzt. Auf jeden Fall. Und unser Zeitplan für die Elektrifizierung ist auch ganz klar. Bis 2025 werden wir über 30 Elektromodelle einführen. 20 davon rein elektrisch. Im April werden wir unser erstes Elektrofahrzeug im Kompaktsegment vorstellen. Das ist dann also noch ein weiteres Highlight dieses Jahr. Stimmt. Markus, bei uns gilt wirklich, Audi will die Veränderung vorantreiben und nicht von ihr getrieben werden. Bei Audi leben wir den Vorsprung. Das ist die DNA unserer Marke und findet seinen Ausdruck in unserer Denkweise. Und weißt du was? Es gibt niemanden besseren als Henrik Wenders, um darzulegen, wie diese Art zu denken alles durchdringt. Er ist weltweit zuständig für die Marke Audi. Willkommen. Hallo, Henrik. Danke, Hildegard, meine Herren. Meine Damen und Herren, bei Audi leben wir den Vorsprung. Wir warten nicht auf das Morgen, vielmehr erfinden wir es tagtäglich für eine bessere Zukunft. Hier bei der Celebration of Progress bringen wir Gleichgesinnte zusammen, die uns immer aufs Neue mit Innovationen inspirieren und die diese Leidenschaft in sich tragen, die Zukunft mitgestalten zu wollen, genau wie wir. Ja, es geht um Leidenschaft. Ein besseres Morgen zu schaffen, das ist nicht etwas, wovon man nur träumen darf oder soll. Nein, man muss es selber gestalten angehen, und zwar hier und jetzt. Die Markenkommunikation muss ebenfalls entsprechend zukunftsorientiert sein, da wir ja schon durchaus auch heute schon mal die Zukunft gestalten. Ja, gerade in der Automobilbranche haben wir diese Entwicklungszyklen. Das heißt, wir entwickeln Fahrzeuge, die erst in 5 Jahren auf den Markt kommen. Da muss man immer vorausdenken und die Zukunft antizipieren. Genau diese Zukunftsorientierung ist das zentrale Element unserer Markenkommunikation mit dem Hashtag Future is an Attitude. Damit tragen wir die Denkweise von Audi in die Welt, von Amerika über Europa nach Asien. Und der e-tron GT ist in dieser Kampagne natürlich das nächste Element und wird von 3 gleichgesinnten Protagonisten präsentiert, die Filme und Mode machen, wie man sie noch nie gesehen hat, die Musik machen, wie man sie noch nie gehört hat, so wie wir noch nie dagewesene Fahrzeuge entwickeln. Meine Damen und Herren, da sind sie auch schon. Leidenschaft und Action und die richtigen Ziele. Damit erreicht man Vorsprung. Leidenschaft erzeugt Vorsprung.
Nachhaltigkeit und Mode funktionieren perfekt zusammen. Unglaublich, ein Material zu haben, das aus einem Labor kommt, das dort gewachsen ist, und dann zu erleben, wie man es für sein Design einsetzen kann und wie es dann zu Mode wird. Zur LGBTQI+ Community zu gehören, ist eine große Ehre. Vorsprung ist nicht entweder oder. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich bin Android. Und wenn man Android ist, liebt man elektrische Fahrzeuge. Und was ist da eure Vorsprungsgeschichte? Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute Abend einen Gleichgesinnten unter uns haben und dass er Zeit für uns hat. Leider kann er nicht persönlich hier sein, aber immerhin haben wir ihn hier auf dem Bildschirm. Willkommen, Tom Hardy in London. Ja, hallo allerseits. Tut mir leid, ich wäre sehr gerne persönlich da, aber auf jeden Fall ist es mir eine Riesenehre, bei der Show mit dabei sein zu können. Ja, Tom, toll, dass du virtuell mit dabei bist. Ich kenne ja deine Beziehung zu Audi. Würdest du unserem Publikum diese Geschichte auch erzählen? Die ist einfach klasse. Ja, meine Beziehung zu Audi fing vor gut 12, 13 Jahren an. Ich hatte gerade in meinem Beruf Fuß gefasst und wurde zum ersten Mal Vater. Ja, und da war diese nette Audi-Mitarbeiterin, Toni Merle, die hat mitgekriegt, dass ich keinen Führerschein habe. Und sie hat mir netterweise im Namen von Audi Fahrstunden angeboten, sodass ich dann selbst zum Krankenhaus fahren konnte. Ja, und dann war ich da mit dabei bei der Geburt meines ersten Kindes. Tolle Geschichte, Tom. Wie du weißt, geht es bei unserer jüngsten Kampagne um Living Progress, Vorsprung leben und Hashtag Futures and Attitude. Was bedeutet das für dich? Naja, man kann ja praktisch sagen, dass ich regelmäßig in der Zukunft bin, so ein Stück weit, wegen meiner Rolle in Inception. Ein Film, den ich damals ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden habe, als ich das Drehbuch gelesen habe. Ehrlich gesagt durchblicke ich den immer noch nicht so ganz. Aber jedenfalls, als ich das Drehbuch gelesen habe, da wurde mir klar, dass Chris Nolan da was ganz Besonderes erschaffen hat. So wie auch heute Abend etwas ganz Besonderes präsentiert wird. Tom, jetzt sind es nur noch wenige Sekunden bis zu einer neuen Audi-Ära. Würdest du uns die Ehre erweisen? Na klar. Meine Damen und Herren, hier ist er, der neue, vollelektrische Audi e-tron GT. Electric lady, you're a star. You are my star. You're kinda classic, kinda crazy. Ha. But you know just who you are. You got the looks the gods agree they wanna see. All the birds and the bees dancing with the freaks in the trees. And watch the water turn to wine out of space and out your mind. Ooh, shot
Eine echte Schönheit. Was für ein Auftritt. Janelle Monáe, Hildegard, Markus, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Steven, meine Damen und Herren. Dies ist der Audi e-tron GT. Hier vereinen sich Leidenschaft, Mut und Neugier. Und das Ergebnis ist Vorsprung. Das Fahrzeug steht für die Audi-DNA und das Streben danach, die Zukunft der Premium-Mobilität zu gestalten. Ein Blick reicht. Man sieht bzw. spürt sofort, dass dieses Fahrzeug die perfekte Verkörperung von Audis innovativem Pioniergeist ist. Steven, ich würde mal sagen, dass dieses Fahrzeug ein echter Trailblazer, also bahnbrechend ist und Audi ermöglicht, Technologie neu zu denken. Für mich ist es die perfekte Umsetzung von intelligenter Performance. Markus, wie siehst du das? Der e-tron GT ist das erste BEV, Battery Electric Vehicle von Audi mit Flachbodenarchitektur. Er verdeutlicht, was intelligente Leistung, emotionales Design und Nachhaltigkeit für uns bedeuten und bringt Vorsprung durch Technik auf die Straße mit einem 100% elektrischen Quattro-Antrieb, Torque-Vectoring und Allradlenkung. Kann ich ihn anfassen? Vorsicht bitte. Kann ich mal fahren? Na, sprechen wir später drüber. Ich habe so viele Fragen im Kopf. Ich fange einfach mal an. Hildegard, Markus. Erstens, all das, was wir hier sehen, was ihr gesagt habt, was bedeutet das eigentlich in Zahlen? Und, sehr wichtig auch, wie sieht es denn mit der Beschleunigung aus? Ja, Steven, Fragen über Fragen. Ich stehe hier neben dem Audi RS e-tron GT, dem High-Performance-Modell. Und dieses Auto bringt Vorsprung durch Technik auf die Straße. Und du fragst nach der elektrischen Reichweite? 433 bis 472 Kilometer nach WLTP. Damit kommst du ganz schön weit. Spitzengeschwindigkeit 250 Stundenkilometer. Der Audi mit der größten Leistung, der je gebaut wurde. Und die Beschleunigung, das wolltest du auch noch wissen. Halt dich fest! Von 0 auf 100, 3,3 Sekunden. Aber wichtig ist bei E-Fahrzeugen ja auch die Ladezeit. Also bis auf 80% Kapazität an einer 700 Kilovolt, 800 Kilowatt, 800 Volt Ladestation unter 23 Minuten. Das kürzt die Kaffeepause dann schon ab. Das sind wirklich beeindruckende Zahlen und ich muss sagen, der e-tron GT hat mich schon seit meinem ersten Tag bei Audi fasziniert. Ich bin froh, dass ich einen Beitrag in Sachen Fahrwerk und Fahreigenschaften leisten konnte, als wir uns der Ziellinie genähert haben. Hildegard, eine wichtige Frage bleibt noch, was sich vermutlich auch die meisten Zuschauer fragen. Was macht den e-tron GT eigentlich nachhaltig? Ja, Steven, ganz klar, der Elektroantrieb des Audi e-tron GT, das ist einfach die perfekte Kombi von leistungsstarker Performance und hoher Effizienz. Gefertigt wird er ja an einem Werk mit heute schon bilanziell CO2-neutraler Produktion. Verwendet werden außerdem recycelte Materialien, auch im Interieur, zum Beispiel bei den Sitzbezügen. Ein weiterer Beleg dafür, dass wir alles nachhaltig angehen. Und, Steven, mich begeistert ganz einfach auch das Design. Ja, und ich auch. Und Design ist hier auch mein Stichwort. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf den Mann vorstellen, der hinter dem Design des e-tron GT steht. Er hat über 100 Fahrzeuge entworfen und für Audi eine neue Designsprache erfunden. Wenn er nicht gerade neue Fahrzeuge entwirft und designt, dann segelt er gerne und gewinnt auch schon mal die prestigeträchtige Kieler Woche. Und ich habe gehört, dass jedes Mal, wenn er ins Designstudio kommt, seine Uhr um 4 Jahre vorstellt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Marc Lichte. Hi Markus. Hallo Hildegard. Hi Steven. Herzlichen Glückwunsch. Toll, dass du mit dabei bist hier bei der Show. Das ist ja dein Baby.
Und ich habe eine einfache, ganz direkte Frage. Kannst du vielleicht in einem Satz zusammenfassen, wie es war, den e-tron GT in die Welt zu setzen? Ein Satz. Ja, das kann ich, aber Steven, davor vielleicht noch Folgendes. Schon als ich ein kleiner Junge war, war mein Traum, Autodesigner zu werden. Der Traum, der wurde dann viele Jahre später wahr. Und jetzt bin ich schon über 20 Jahre professioneller Designer. Und zusammen mit meinem Team habe ich sehr viele attraktive, einige ikonische Fahrzeuge designt, zum Beispiel den Audi S7. Aber zu der Frage zurück, diese Schönheit hier ist mit Abstand das schönste Auto, das ich je gezeichnet habe. Aber auch nicht das letzte, das weiß ich, da kommt noch was. Ein sehr stolzer Vater. Marc, und mir gefällt es auch sehr gut, das Fahrzeug. Und ich habe gehört, der e-tron GT ist nicht nur ein neu designtes Fahrzeug, sondern die Ikone einer neuen Ära. Kannst du uns sagen, warum? Und was das für dich bedeutet hat, diesen Wagen zu designen? Naja, der e-tron GT ist das erste BEV auf Basis der Flachbodenplattform. Und die Aerodynamik ist für Elektrofahrzeuge sehr wichtig, denn das hat Einfluss auf die Reichweite und deswegen haben wir den Designprozess ganz anders gestaltet. Vor der ersten Skizze sind wir mit dem ganzen Team in den Windkanal gegangen und haben in der Zeit das Volumen, die Form des Fahrzeugs entworfen und da hatten wir ganz tolle aerodynamische Ideen, wie zum Beispiel diesen bündigen Single Frame, die Air Curtains, einen bündigen Schweller und hier mein Lieblingsdetail, diese superschnelle, fast stromlinienförmige Dachlinie. Und all diese Merkmale zusammen sind der Grund, warum wir nach dem Windkanal einen CW-Wert von nur 0,2 hatten. Und das ist der Grund, warum wir die Reichweite um so viele Kilometer erhöhen konnten. Ja, aber das ist nicht alles. Nein, nein, bei weitem nicht. Wo wir schon über Design sprechen. Ganz wichtig sind hier die Proportionen. Und das sind wirklich ganz tolle Proportionen hier. Aber die Proportionen, die werden definiert durch das Package. Und hier, dieses Package hier, das ist wirklich ein technisches Meisterstück. Wir haben ja hier im Fahrzeug einen riesen Batteriepack. 95 kW, sehr groß. Es ist aber ein echter Viersitzer und die Gesamthöhe ist ca. 5 cm niedriger als im S7. Und das liegt daran, dass die Ingenieure einen Batteriepack verbaut haben mit unterschiedlichen Höhen. Also selbst ein großer Typ wie ich hat hinten genügend Kopffreiheit in der zweiten Sitzreihe. Und von daher ist das ein neues, modernes, eine progressive Interpretation des klassischen GT. Also Proportionen wie ein Supersportscar, aber die Alltagstauglichkeit eines echten Viersitzers und das ist was ganz Neues. Und wo wir schon über Details sprechen, schau dir mal hier diese super progressiven Tagfahrlichter an. Das ist der nächste Schritt in unserer Lichttechnologie. Dieses X, Laserlichttechnik, das visualisieren die und die Rückleuchten passen auch genau zu den Scheinwerfern. Hier haben wir dieses LED-Band, das in die Vertikalelemente hineinläuft und dadurch haben einen sehr progressiven Ausdruck. Und Steven, hier auch nochmal ganz tolles Detail. Diese Muskeln hier, die breitesten Muskeln, die wir bei Audi je gehabt haben. Und zusammenfassend, der e-tron GT verkörpert in Perfektion die nächste Ebene von Audis Designsprache. Marc, es ist so toll, Leuten zuzuhören, die so viel Leidenschaft und Liebe für ihre Arbeit haben. Und nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diese Einblicke hinter die Kulissen und dass du uns ein bisschen in die Zusammenarbeit mit deinem Team hast hineinblicken lassen und wie ihr dieses tolle Fahrzeug entworfen habt. Wirklich schön, sehr gelungen. Marc, ich denke, für dich heißt es jetzt Back to the Future. Also viel Spaß und nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und schon das nächste Highlight, meine Damen und Herren. Ich habe das Vergnügen, eine echte Italienerin vorstellen zu dürfen. Die Leiterin Interior Design bei Audi. Sie ist zuständig für die Dinge, die man anfassen und fühlen kann, aber auch die Dinge, wo das gar nicht geht. Farben sind überall, um uns herum, immer. Man atmet sie ein. Man muss auch einfach offen sein für alle diese Eindrücke. Ich bin Simona Falcinella. Ich bin Italienerin. Zuständig für Color and Trim bei Audi Design. Jedes Material hat seine eigene Dimension.
Es geht um Unsichtbares oder schwer auszudrückendes. Und jetzt berühren wir es. Wichtig ist, dass die Kunden etwas erfassen und fassen können. Lesbare Materialien, darum geht es. Und beim e-tron GT sind wir sehr stolz darauf, dass wir ein Interieur ohne Leder anbieten können. Also hier zum Beispiel für dieses textile Material, da verwenden wir vorwiegend nachhaltige Fasern und haben hart daran gearbeitet, dass es wirklich wie Wolle wirkt. Maßgeschneidert, gemacht für den Menschen. Und wenn man morgens einsteigt ins Auto, wie im Traum, dann hört man diesen sanften Sound. Und man erkennt es, das ist das eigene Fahrzeug. Sportlich, aber perfekt und perfekt. Und wir haben auch hart daran gearbeitet, um diesen Glanz des Materials zu bekommen. Genau richtig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist einfach Audi, Audi in seiner Essenz. Das ist das subtile Design, würde ich sagen, was den Menschen in seiner Wahrnehmung berührt. Und je näher man ans Endprodukt kommt, umso mehr wird diese totale Kreativität und die Freiheit in die Technik überführt. Und bei uns in der Abteilung ist Teamwork unsere Stärke. Wir sind zu dritt. Wir diskutieren Farbtöne stundenlang zum Beispiel. Wir arbeiten getrennt. Jeder für sich. Im eigenen Fachbereich, was die Materialien angeht. Und dann passt einfach alles, wenn wir das zusammenführen. Es ist magisch, kann man sagen. Als Designer haben wir das Privileg, aber auch die Pflicht, von Anfang an und bei jedem Schritt nachhaltig zu sein, unsere Erde zu erhalten. Ich bin Simona Falcinella, und ich kleide sozusagen die Fahrzeuge ein. Meine Damen und Herren, sie ist Wegbereiterin, Trailblazer in nachhaltiger Mode und Vogue Fashion Designerin des Jahres. Heißen Sie mit mir willkommen, Stella McCartney aus dem UK. Stella, so toll, dass du da bist heute Abend. Hallo Hildegard, hallo Marc. Also ich freue mich, dass ich da sein kann. Und ich finde es echt spannend, hier zu sein. Super. Ja, und wir sind natürlich auch gespannt. Stella, sowohl dein Unternehmen als auch Audi sind Global Player. Was wir tun, hat globale Auswirkungen, kann man schon sagen. Bei Audi gilt, Future is an attitude. Zukunft ist eine Art des Denkens. Wir wollen also nicht darauf einfach warten, was mit der Zukunft passiert. Wir entwickeln und gestalten sie schon heute. Und ich glaube, das gilt auch für dich. Ja, das ist schon bemerkenswert. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, ihr bei Audi arbeitet und alles, was ich mache bei Stella McCartney, dass das in vielerlei Hinsicht ähnlich ist. Wir arbeiten für morgen. Es geht um eine Marke für morgen. Bei allem, was wir machen, beim Designen von luxuriöser Kleidung für Frauen, die Sehnsüchte weckt, müssen wir uns immer wieder fragen, wie machen wir das? Mit welcher Technik? Wie wird die Kleidung gefertigt? Wie machen wir das im Vertrieb möglichst nachhaltig? Und das zusammenzubringen, das ist einfach eine spannende Herausforderung. Dem stelle ich mich mit Begeisterung, muss ich sagen. Und bei Stella gehen wir immer wieder neue Wege, denken in neue Richtungen, um diese beiden Welten in ihrem Gegensatz zu etwas Magischem zusammenzuführen. Ja, ich denke mal, Nachhaltigkeit ist das neue Premium und der neue e-tron GT verdeutlicht auch genau das. Und ja, wir verwenden vielleicht sogar die gleichen Materialien, Stella. Genau, ich werde immer wieder gefragt, was ich denn nun unter Luxus verstehe. Und für mich ist der größte Luxus überhaupt die Natur, die Zeit auf diesem Planeten zu haben, dass man alle Lebewesen respektiert. Das ist der größte Luxus, abgesehen von dem Schlaf, den man natürlich auch ab und zu braucht. Ja, wir verwenden durchaus zum Teil ähnliche Materialien und das finde ich so spannend, so begeisternd. Econyl ist ein gutes Beispiel dafür, ein unglaubliches Material. Es ist wirklich toll, da werden Abfälle wiederverwertet, ohne Einsatz von Chemie. Und wir können dann diese neuen Fasern verwenden, um hier bei Stella Kleidung herzustellen.
Das ist ein tolles Material für das, was wir machen. Und ich bin da echt begeistert. Ich fand das toll, als ich erfuhr, dass wir das Gleiche machen. Stella, wir nutzen übrigens genau das gleiche Material für unsere Sitze und Teppiche. Mein Team hat sich eine ganze Reihe von Materialien angeschaut und ich muss sagen, Econyl war bei weitem das Beste. Nicht nur, weil es nachhaltig ist, sondern auch wegen seiner sehr schönen haptischen Eigenschaften. Ganz genau. Ganz viele von den Kleidungsstücken hier sind aus Econyl produziert. Und das ist einfach großartig. Man kann das so vielfältig einsetzen. Wir haben zum Beispiel das auch verwendet für Teile der Stellarware-Kollektion. Neues Produkt, das wir als Badekleidung vertreiben oder auch als Unterwäsche. Geht beides. Es ist leicht körperformend und chlorbeständig übrigens auch. Das ist wirklich unglaublich. Also, das ist im Prinzip ein Gewebe, also 99% ohne Abfall produziert, lässt sich super verarbeiten außerdem. Und es gibt immer wieder neue Technologien, die wir einsetzen, um die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, zu bewältigen. Stella, bei allen diesen Dingen, hat man da nicht manchmal das Gefühl, vielleicht Kompromisse eingehen zu müssen bei dem, was wir tun, um nachhaltig zu sein? Kompromiss gibt es in meinem Wortschatz nicht. Wahrscheinlich, weil ich nie Kompromisse eingegangen bin. Für mich ist das keine Option, denn es gibt einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten, an sein Ziel zu kommen. Und irgendwie ist das auch ja, sexy und aufregend, Designerin zu sein und schöne Produkte zu erschaffen, die Träume wahr machen und eine kleine Flucht aus der Realität erlauben. Und dabei vergessen wir nie, wie wir sie herstellen. Und das ist ja so spannend daran. Kompromisse? Nein, danke. Na gut, das habe ich auch wirklich nicht erwartet. Also ich sehe schon, wie begeistert du bist bei diesen ganzen neuen Materialien, die die Welt erobern. Inspirieren sie dich auch noch bei deiner Arbeit? Also, wie siehst du das? Unbedingt. Wenn man so arbeitet, stößt man natürlich immer an Grenzen. Aber gleich, was man macht, es gibt immer noch überall Unbekanntes. Wir können trotzdem wunderschöne Produkte kreieren. Und ich bin der Auffassung, dass Nachhaltigkeit nie dabei leiden darf. Und ihr bei Audi, ihr habt ja einfach auch dieses tolle Design und diese unglaubliche Technik. Und da muss überhaupt kein Opfer gebracht werden. Eure Produkte, die sind einfach sexy und die sind schnell und dabei auch unglaublich effizient. So effizient wie alles, was es hier gegeben hat. Das ist die Zukunft. Eure wichtige Antwort auf dieses Problem, das ihr damit löst. Und ich glaube, nur so darf man überhaupt arbeiten. Okay, Stella, ganz vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Es hat mich echt gefreut, dass wir hier miteinander sprechen konnten und dass wir etwas erfahren könnten über Fortschritt oder Vorsprung bei Stella McCartney. Stella, danke. Ganz vielen Dank. Ja, danke an euch. Wirklich super, danke. Danke, Stella. Danke, Marc. Der e-tron GT ist nicht nur voll elektrisch, er ist auch schnell. Aufgepasst. Audi hat Geschichte geschrieben. Motorsport ist unsere DNA. Die Dominanz von Audi. Audi war bei der Entwicklung von Motorsporttechnologien immer sehr innovativ. Audi hat es mal wieder geschafft. Innovative Technologie und ein Hybrid gewinnt Le Mans. Ja, das war meine Zeit. Bei Autorennen kommen Spitzentechnologien zum Einsatz, die immer weiter ausgereizt und extrem weiterentwickelt werden. Und dann hat man auch ein viel besseres Produkt für die Straße. Der e-tron GT ist für mich das beste Fahrzeug, das Audi je produziert hat. Der e-tron GT verkörpert unsere Audi DNA. Da ist alles drin, ein High-Performance GT und der Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Nico, um zu zeigen, was der e-tron GT drauf hat, lasse ich dich mal fahren und ich fahre meinen Formel-E-Wagen. Und dann machen wir einen Sprint hier über eine Achtelmeile. Ich kann es kaum erwarten, das wird bestimmt spannend.
Wahnsinnsbeschleunigung. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Oh, what a cool performance. Obercoole Performance von einem Straßenfahrzeug. Wirklich Wahnsinn. Und die ganze Zeit hatte ich immer die gleiche Leistung. Und um vielleicht 2 Meter habe ich verloren. Das war echt knapp, so knapp. Sehr beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so dicht an einen Formel-E-Wagen rankomme. War wirklich sehr überzeugend. Ja, und jetzt kommt er zu uns auf die Bühne. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Nico Rosberg. Heißer Schlitten, Nico. Aber was anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet. Hi to everybody around the world. Hallo allerseits in der Welt. Wie ist das? Du bist ja Rennfahrer und jetzt bist du hier mit 2 Kilometer pro Stunde auf die Bühne gefahren. Wie ist das? Difficult, but it was just Naja, ist nicht so schwierig. Auf jeden Fall ist es eine Ehre, hier, dass ich den RS e-tron GT auf die Bühne für die Weltpremiere fahren darf. Nico, wir haben noch eine weitere Sportlegende von Sao Paulo. Lucas Di Grassi ist auch unter uns. Hallo Steven und Nico, wie läuft's? Alles klar, gut? Und bei dir? Alles klar, Dankeschön. Ich habe hier mal ein paar Tage zu Hause. Ist ja auch wichtig, denn wir erwarten, das nächste Kind kann jeden Moment kommen, ein zweites Kind. Also ich wäre gerne in Deutschland, aber jetzt muss ich hier sein. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Wir haben gesehen, dass du und Nico das Vergnügen hattet, den e-tron GT zu fahren. Und auch wenn es weh tut. Wie war's, Nico? Also ich war schwer beeindruckt wegen der Beschleunigung und dass ich mithalten konnte, hier mit einem richtigen Rennwagen und auch diese Traktionskontrolle. Wirklich so Wahnsinn, einfach schön. Lukas, wie war's bei dir? Ja, ich war auch sehr beeindruckt und erstaunt, wie knapp das war. Denn wir sprechen hier von einem Rennwagen. Und man sieht hier richtig den Technologietransfer von der Formel E zum RS e-tron GT. Und letztendlich war es wirklich ganz knapp, so beim letzten 10 Meter. Da haben wir dann gesehen, wer gewinnt. Ihr seid beide Rennfahrer und ihr wisst beide, wie es ist, PS-starke Fahrzeuge bei hohen Geschwindigkeiten zu fahren. Macht das einen großen Unterschied, wenn man ein elektrisches Fahrzeug fährt? Lukas? Naja, Steven, ich war immer ein großer Freund von Elektrofahrzeugen. Und seit ein paar Jahren ist uns klar, dass das die Zukunft ist für die Nachhaltigkeit, für unsere Planeten. Und wenn man zum ersten Mal einen RS e-tron GT fährt, dann ist das auch was ganz Neues. Allein das Drehmoment, die Beschleunigung, die Agilität und natürlich die Verarbeitungsqualität von Audi. Der Innenraum, also für mich ist das bei Weitem der beste Allround-Audi, den ich je gefahren habe. Nico, was sagst du? Audi is just also good for my Naja, diesen Audi zu fahren ist auch gut für mein Gewissen, denn ich versuche ja auch meinen Beitrag zur Zukunft der Mobilität und zur Nachhaltigkeit zu leisten. Fantastisch. Lukas, wie du gesagt hast, bei euch gibt es jetzt bald den zweiten Nachwuchs. Also wir wollen dich entschuldigen. Schöne Grüße an die Familie. Bleibt gesund und alles Gute. Alles Gute nach Sao Paulo. Dankeschön und viel Spaß euch. Du bleibst noch ein bisschen bei uns, Nico. Das ist toll. Nico, du und Lukas, ihr habt ja sehr leidenschaftlich über den e-tron GT gesprochen, aus Sichtweise eines Rennfahrers. Und jetzt schauen wir mal auf eine andere Perspektive, auf die technische Perspektive. Und ich begrüße 2 Leute, die genau die gleiche Leidenschaft haben wie ihr. Bitte begrüßt Linda Kurz und Siegfried Pint. Hi Steven, hi Nico. Hallo, und dieses alles klar? Linda, du hast das Fahrzeug auch schon gefahren. Wie siehst du das? Wie hat es dir gefallen? Ich kenne das Fahrzeug von Anfang an, vom ersten Prototyp bis zum fertigen Produkt. Und wie du und Lukas gesagt haben,
Beschleunigung ist toll. Mein persönliches Highlight während der Testfahrten des RS e-tron GT, Beschleunigung. Wenn ich hinter dem Lenkrad sitze und aufs Fahrpedal trete, dann ist die Beschleunigung, das Gefühl dabei einfach unbeschreiblich. Ich muss jedes einzelne Mal lächeln dabei. Also von 0 auf 100 in gerade mal 3,3 Sekunden. Das ist selbst im Vergleich zu anderen RS-Modellen einfach unglaublich. Da wird man ja bald eifersüchtig, denn offenbar liebst du den Wagen sehr, verständlicherweise. Er hat dich sehr beeindruckt. Siegfried, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wie ihr diese Power und die Geschwindigkeit erreicht habt und wie ihr den Wagen entwickelt habt? Ja, gerne. Vor über 3 Jahren haben wir bei Null angefangen und das Fahrzeug aus der Kundenperspektive heraus definiert. Als High Performance Gran Turismo. 100% elektrisch und mit dem Audi-typischen Quattro-Antrieb. Mir war es von Anfang an wichtig, dabei auch unsere DNA in puncto Antriebsstrang und Fahrverhalten umzusetzen. Kontrolliert, präzise und mühelos. Ja, Siegfried, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du das sagen würdest, aber ich kann sagen, auf der Teststrecke habe ich das ganz genauso empfunden. Und ich habe schon viele, viele andere E-Fahrzeuge getestet, wo das nicht der Fall war. Also, Respekt. Ja, wir waren davon überzeugt, dass es zum perfekten Gleichgewicht zwischen Renn- und Luxuswagen führen würde. Vor allem für mich als ehemaliger Rennwagenentwickler. Und dann gingen wir in die Entwicklungsphase und fügten die erforderlichen technischen Merkmale hinzu, wie zum Beispiel einen niedrigen Schwerpunkt und entsprechende Leistung. Der emotionalste Meilenstein war für mich die erste Wintererprobung des allerersten Prototyps. Und ehrlich gesagt war das lange Zeit auch unser einziger Prototyp. Und wenn ich da denke, wie hervorragend sich der Wagen auf kurvenreichen, winterlichen Straßen verhalten hat, wie kontrolliert, präzise und mühelos das Fahrverhalten war, kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Ja, und für diese Gänsehaut haben wir auch Zeit aufgewendet, also in die Entwicklung der Fahrererfahrung investiert. Der Audi e-tron GT vereint die Vorteile eines Gran Turismo mit hoher Performance-Leistung und im Innenraum mit einer Architektur, die auf den Fahrer fokussiert ist. Danke, Linda. Endlich das Zauberwort. Meine Damen und Herren, wir verlassen das Äußere des e-tron GT und schauen mal in das Innere dieses schönen Fahrzeugs hinein. Linda, zeig uns doch mal, worauf wir schon ganz gespannt sind. Die Architektur ist von der Monoposto-Idee inspiriert, dem typischen Designmerkmal für sportliche Audi-Fahrzeuge. Das Interieur vermittelt reines Gran Turismo-Gefühl. Echtes Feeling, vereint mit Sportlichkeit. Es gibt Komfort und Geräumigkeit. Und die Alltagstauglichkeit ist voll gewährleistet. Durch diese 4+1 Sitzkonfiguration, die auch hinten ausreichend Kopffreiheit bietet. Ich darf aus der Techniksicht noch was hinzufügen. Wir haben aus dem mechanischen Quattro einen elektrischen Quattro mit super Performance gemacht. Mit mehr als 10.000 Newtonmetern an den Rädern des RS e-tron GT und der Möglichkeit, das Drehmoment blitzschnell von der Vorder- auf die Hinterachse zu übertragen. Und umgekehrt erreichen wir, du hast es gesagt, Linda, eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Der Vorgang, der kann auch oft wiederholt werden, ohne Leistungsverschluss, weil wir ein recht komplexes und robustes Thermomanagementsystem entwickelt haben. Ja, Siegfried, wenn ich darf, über den Antriebsstrang haben wir jetzt viel gesprochen, aber was mir auch aufgefallen ist, wie stabil das Fahrzeug war. Und das hat mir auch sehr viel Sicherheit gegeben. Wie habt ihr denn das erreicht mit dem Fahrwerk? Ja, die aktive Luftfederung und das Torque Vectoring und die superschnelle Stabilitäts- und Lenksoftware passen zum Charakter des e-tron GT und bügeln auch sehr unebene Fahrbahnen einfach mal glatt. Und sie führen auf den entsprechenden Oberflächen zu einer hervorragenden Traktion. Ja, Präzision ist bei uns ja das A und O bei Audi und natürlich auch für den Audi e-tron GT. Der Audi e-tron GT wird in den Böllinger Höfen am Standort Neckarsulm gebaut. Dort trifft handwerkliches Können auf die Smart Factory. Digitale Prozesse vereinen sich mit präziser handgemachter Qualität. Linda, deine Begeisterung ist ansteckend, aber immer langsam. Meine Damen und Herren, die Schönheit und noch einige Tatsachen über den e-tron GT.
Ich konnte nicht anders. Ich musste mich da mal reinsetzen. Sehr komfortabel, sehr schön. Nico, na, wenn das heute Abend gut läuft, Steven, dann lassen Sie sich bestimmt mal fahren. Ja, das wäre was. Nico, ein Thema noch, das ich mit dir besprechen wollte. Rennen fahren und Nachhaltigkeit. Ist das nicht ein Widerspruch? Naja, eigentlich gehen die beiden Dinge immer mehr Hand in Hand, denn der Motorsport wird auch elektrisch und nicht nur das. Der Motorsport ist auch ein Instrument für die coole E-Mobilität. Und da gibt es auch diesen Technologietransfer von der Rennstrecke zur Straße. Das hat Audi mit dem e-tron GT auch sehr gut hinbekommen. Danke, Nico. Das Tolle ist, liebe Zuschauer, lieber Nico, dass wir auch genau die richtige Person haben für dieses Thema. Sie kann uns mehr zum Thema Audi und Nachhaltigkeit sagen. Die Leiterin der Unternehmensstrategie von Audi, Silja Pi. Danke, Steven. Hallo, die Herren. Schön, dass du da bist, Silja. Der e-tron GT ist voll elektrisch und kann ohne CO2-Emissionen gefahren werden. Was kannst du uns sonst noch erzählen? Ja, gibt noch ein Beispiel natürlich. Zum Beispiel die besonderen Felgen aus Aluminium mit reduziertem Kohlenstoff. Und sie haben ein speziell entwickeltes aerodynamisches Design, das sowohl in der Produktion als auch auf der Straße weniger Energie verbraucht. Aluminiumabfälle werden recycelt in einem geschlossenen Kreislauf. So wird Energie gespart und der Bedarf an Primärmaterial ist klein gehalten. Die Fertigung in den Böllinger Hofen wird außerdem mit erneuerbarer Energie betrieben. Du hast die Böllinger Höfe angesprochen, ein Leuchtturmprojekt. Was macht ein Audi sonst noch so in Sachen Nachhaltigkeit? Aber klar, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Nachhaltigkeit ist ein Kernwert bei Audi, ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Und besonders konzentriert man sich auf den Klimawandel. Audi befindet sich in der größten Transformation seiner Geschichte und wird bilanziell CO2-neutral sein bis 2025 bei der Produktion. Und wir haben das entsprechend auch schon so angegangen. In Brüssel, Gjör und den Böllinger Höfen, da sind wir bereits bilanziell CO2-neutral. Und mehr als 30 Fahrzeuge mit Elektroantrieb werden bis 2025 eingeführt werden. 20 werden voll elektrisch sein. Die Batterien von Elektrofahrzeugen sind ja sehr stark in der Diskussion. Rohstoffe, Herstellung und so weiter. Wie sieht es mit den Batterien des e-tron GT aus? Ja, klar. Die Batterie ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit, da sie den größten Teil der CO2-Bilanz ausmacht. Und deshalb verpflichtet Audi die Hersteller, die Zulieferer, 100% erneuerbare Energie für Batteriezellen zu verwenden. Wir sind außerdem Teil einer Multi-Stakeholder-Initiative der Global Battery Alliance, einer Plattform gegründet von 70 Organisationen im Jahr 2017, um eine nachhaltige Batteriewertschöpfungskette zu schaffen. Silja, vielen Dank für diese Informationen. Schön, dass du mit dabei warst. Ich sage danke, tschüss. Nico, bleib noch ein bisschen bei mir. Ich habe eine Frage, ein bisschen persönlich. Ich entschuldige mich schon mal vorab. Ich wollte mal wissen, wie ist das eigentlich, wenn man ein Rennen gewinnt und dann auf dem Podium steht und diese Trophäe hält? Na, Steven, das ist ein wahnsinniger, emotionaler Moment. Unbeschreiblich. Und das Schöne ist, dass wir einen ähnlichen Moment auch hier anbieten können. An einen Gewinner in wenigen Momenten, denn wir werden den Green Future Award verteilen. Und du bist ja Mitgründer des Green Tech Festivals. Wie kam das? Ja, stimmt, da bin ich auch sehr stolz drauf, denn vor 3 Jahren nicht, da haben die Mitgründer und ich uns zusammengesetzt und haben gesagt, ist doch eigentlich schade, es gibt keine Plattform, die visionären Leute in der Umweltfreundlichkeit und in der Technologie in der Welt zusammenbringen. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir es nicht selbst? Ja, meine Damen und Herren, Stars, Überraschungen, Enthüllungen, was für ein Abend. Und wir haben auch, Nico hat es gerade gesagt, einen Preis zu verleihen. Und bei jeder Preisverleihung braucht man eine Jury. Ich begrüße Judith, Marco und Henrik. Bitte kommt zu uns auf die Bühne. Judith und Marco vom Green Tech Festival und Henrik ist auch wieder da. Henrik, erklär doch mal, Audi und das Green Tech Festival, wie seid ihr zusammengekommen? Naja, bei Audi nutzen wir die Technologie, um unsere Fahrzeuge nachhaltiger zu machen. Das wissen wir alle. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Und wie man vorhin schon gesehen hat, tun wir uns mit Gleichgesinnten zusammen. Denn je mehr wir sind,
desto mehr können wir auch bewegen. Deswegen sind wir Mitbegründer des GreenTech Festivals geworden. Judith, Marco, Nico, die leben auch den Vorsprung, wie wir. Die wollen auch was bewegen. Und mit dem Festival bringen sie Gleichgesinnte zusammen, die heute schon die Zukunft gestalten. Aber Judith, du kannst mehr dazu sagen. Ja, danke, Herr Hendrik, für die schöne Einleitung. Und genau, beim Green Tech Festival geht es um zukunftspositive Technologie. Wir wollen Innovatoren und sogenannte Changemakers einen Raum geben, denn wir meinen, dass jeder einzelne von uns etwas bewegen kann. Deshalb fördern wir die Veränderung und setzen uns mit so vielen anderen wie möglich dafür ein. Das Green Tech Festival soll als Dreh- und Angelpunkt dienen, um Menschen mit Visionen aus der ganzen Welt zusammenzubringen, sie zu inspirieren, mit ihren Visionen und Innovationen eine grüne Welt zu leben. Judith, sehr schön gesagt. Marco, das geht ja noch weiter. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, gerne. 2008 haben wir die Green Awards gegründet mit einer Vision. Wir wollten eine Plattform für alle grünen Innovationen schaffen. Und da sind wir nun und haben die Ausgabe Nummer 14 für den Sommer, einen besonderen Preis hier bei dieser schönen Gelegenheit, die Green Future Award. Wir arbeiten mit unserem Gründungspartner Audi zusammen und das zeigt, dass man über die Zukunft nicht sprechen kann, ohne Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Und wir haben hier auch eine ganz gemeinsame Einstellung. Zusammen werden und zusammen können wir was bewegen und wir tun das heute schon. Und das gibt uns sehr viel Hoffnung und Antrieb, nicht nur bei Audi. Ja, danke, Marco. Das ist ja heute Abend die Celebration of Progress. Und wir haben es schon gehört, es geht hier darum, was zu bewegen. Judith, worum geht's beim Green Future Award? Kannst du das kurz erklären? Ja, der Green Future Award als besonderer Preis stellt das Potenzial nachhaltiger Technologien für die Städte der Zukunft in den Mittelpunkt. Wir wollen zeigen, dass er gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen verbessern und nachhaltig sein kann. Zusammen mit Audi wollen wir die Gründer und ihre Projekte unterstützen und gleichzeitig den öffentlichen Dialog anregen. Wir hatten hervorragende Projekte im Wettbewerb und ich bin sehr gespannt auf den heutigen Sieger. Danke, Judith. Und hier sind die 3 Kandidaten. Als Lokalpolitiker ist man in ständigem Kontakt mit denen, für deren Wohl man arbeitet, um ihr Leben besser zu machen. Und hier hilft Zen City. Zen City unterstützt Kommunen dabei, die Bedürfnisse und Prioritäten der Bürger besser zu verstehen. Wir arbeiten mit Hunderten von Kommunen aller Größen zusammen, aggregieren und anonymisieren die Diskursdaten der Bürger aus unterschiedlichsten Quellen in Echtzeit. Unser Dashboard ist speziell auf die Bedürfnisse von kommunalen Einheiten abgestimmt, ermöglicht Trends aufzuspüren, Daten in Kernbereichen initiativbasiert oder auf Abteilungsebene zu managen, Veränderungen zu tracken. Mit hochentwickelter KI schafft Zen City mehr Vertrauen, mehr Verbindung, mehr Engagement in jeder Kommune. Connect with Zen City. Claire Asphalt ist unsere innovative Lösung für Ihren Kampf gegen die Konsequenzen des zunehmenden Verkehrs. Unser Asphalt enthält ein Betongranulat, das mit Titandioxid hergestellt wird. Dieses Titandioxid entwickelt einen photokatalytischen Effekt, durch den Stickoxide in Nitrate umgewandelt werden. Claire Asphalt vermindert somit die Luftverschmutzung durch Stickoxide um bis zu 26%, einfach durch die Ergänzung der Funktion Stickoxidabbau. Damit können die Städte den Wandel ohne große Vorbereitung umsetzen. Claire Asphalt kann Fahrverbote verhindern. Jeder Mensch produziert Müll. Und wir gehen mal davon aus, dass bis der letzte Mensch auf der Erde ist, wir Müll produzieren werden. Und das ist eines der größten Probleme für die Menschheit. Aber wir haben hier durchaus Fortschritte erzielt in Sachen Müllvermeidung, Müll einsammeln, Müllmanagement. Das Ganze läuft immer noch so wie vor 30 Jahren, aber wir haben hier bei Sensoneo eine neue Lösung erarbeitet, gerade für das Problem des Müllmanagements. Sensoneo Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem man den Müll in der Stadt analysieren kann. Jede Straße, jeden einzelnen Standard, man sieht genau, wie viel wo produziert wird an Müll. Und hier ist sie, der Preis,
der Green Future Award, den wir nun verleihen werden. Und da sind sie, unsere 3 nominierten Kandidaten. Wir begrüßen Ina von der Strabag in Bad Hersfeld, Asaf von Sen-City in Tel Aviv und Andrea von Sensoneo in Bratislava. Ina, alles klar bei dir? Danke, alles klar, mir geht's gut. Bisschen nervös. Asaf, bei dir? Alles klar, spannend hier. Vielen Dank, dass wir mit dabei sein dürfen. Und Andrea, bei dir? Aber ja, neugierig auf die Ergebnisse. Ja, das ist ein spannender Moment hier. Also, meine Damen und Herren, Judith, jetzt zurück zu dir. Ja, was soll ich sagen? Es ist total spannend, die 3 Nominierten hier zu haben. Und das war nicht einfach für die Jury, den Sieger zu bestimmen. Here we go. Ja, und dann schauen wir doch mal. Of the Green Future Award. Der Gewinner des Green Future Award ist Zen City. Sen-City. Congratulations, Asaf. Glückwunsch, Asaf. Danke. Vielen Dank. Es ist wirklich eine Ehre. We have talked a lot about making Asaf, impact. wir haben schon darüber gesprochen. Es geht darum, was zu bewegen. City makes. Was bewegt Sen-City? Naja, wir versuchen, die Kommunalbehörden besser in die Lage zu versetzen, die Wünsche der Bewohner wahrzunehmen. Driven approach is amazing. Ja, das ist ja ein datengesteuerter Ansatz. Kannst du uns mal erklären, wie kann die Digitalisierung hier einen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten? Ja, Digitalisierung bedeutet ja Effizienz. Und wir wollen bei Sen-City die Welt effizienter machen, in allen Aspekten. Und damit fördern wir die Nachhaltigkeit. Thank you so much for taking the time and Vielen Dank, once again, dass du heute mit dabei bist. Und nochmal, Asaf, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und an alle kann ich nur sagen, weiter so. Meine Damen und Herren, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns anderen langjährigen Partnern von Audi zuwenden. Auch Sie, lieben Vorsprung, sind Teamplay Massen sind des Wortes. Sie gehören zu den bekanntesten Größen in der Welt des Mannschaftssports mit Fans und mit Fanclubs in der ganzen Welt. Audi und der FC Bayern. Wir sind viel mehr als nur 2 globale Akteure. Das ist mehr als nur ein Bündnis von 2 berühmten Namen. Mehr als nur ein Club und ein Sponsor. Aber was führt einen Fußballclub und einen Autohersteller zusammen? Eine Partnerschaft von Gleichgesinnten und eine geteilte Leidenschaft. Eine Leidenschaft dafür, zu den Besten zu gehören. Eine Leidenschaft für die Tradition und eine Leidenschaft für das Morgen. Der FC Bayern kann nur als Mannschaft gewinnen. Und bei Audi können wir nur dann den Vorsprung halten, wenn wir eng zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir uns zusammengeschlossen. Denn als Team können wir etwas erreichen, was bislang noch niemand erreicht hat. Im Fußball und auf der Straße. Ja, willkommen zurück, Hildegard. Hallo Steven, wie läuft's? Alles klar hier? Wie sieht's bei dir aus? Ja, super. Ich habe alles sozusagen von hinter den Kulissen beobachtet. Läuft gut, hey? Ja, das läuft doch hier wunderbar. Hildegard, würdest du unseren nächsten Gast vorstellen, bitte? Yeah, it's a bit of a pity because he can't be with us for the celebration of progress. Wunderbar. Leider kann er nicht hier sein. Celebration of Progress. Sein Team spielt gerade bei der Club-Weltmeisterschaften. Aber Hallo zu sagen lässt er sich nicht nehmen. Dann nimmt er sich sofort die Zeit dafür. Sie wissen, wer es ist. Ihr wisst, wer es ist. Karl-Heinz Rummenigge, wie geht's? Guten Abend, Hildegard. Guten Abend, Deutschland. Guten Abend, Karl-Heinz. Toll, dass du dabei sein kannst, dass du die Zeit dir genommen hast. Ich kann mir vorstellen, wie viel Druck du hast. Ja, tut mir leid, dass ich heute Abend nicht bei euch sein kann, aber danke, dass wir mit dabei sein dürfen. Wir haben sogar die e-tron GT-Signatur auf unsere Stadionwand hier geworfen und ich kann es kaum erwarten, den Wagen selber zu fahren. Ja, danke. Karl-Heinz, die Allianz Arena sieht schon toll aus. Viel Glück für die Spiele. Wir drücken die Daumen. Herzlichen Dank, Karl-Heinz. Die Zeit ist wie im Flug vergangen
Es war ja auch spannend, wirklich interessant. Wir sind schon fast am Ende der Show angelangt. Übrigens auch ein sehr schönes Beispiel für eine tolle Teamarbeit. Hildegard, als Gastgeberin des heutigen Abends überlasse ich dir das Schlusswort. Thank you so much, Stephen. Thank you for your support. Danke, Steven, und danke für deine Unterstützung. Meine Damen und Herren, das Ergebnis unserer Teamarbeit sehen wir hier. Hier vor uns. Der Audi e-tron GT steht für den Aufbruch in eine neue Ära. Und all das ist nur möglich gewesen durch die zukunftsorientierte Denkweise von allen, die bei Audi tätig sind, auf der ganzen Welt. Und deshalb ein ganz, ganz großes Dankeschön ans ganze Team. Das Team, das dies möglich gemacht hat. Aber bevor wir zum Ende unserer Show kommen, möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie heute Abend da gewesen sind, dabei gewesen sind. Auf dem Bildschirm überall. Mit großer Freude haben wir Ihnen den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte von Audi gefeiert. Und ich freue mich jetzt schon darauf, Sie bald in der Zukunft wiederzusehen. Progress is the driver. Vorsprung ist die treibende Kraft hinter unserer Zukunft. Audi is definitely the most Audi ist definitiv der fortschrittlichste Premium-Fahrzeughersteller. Can be explained, but I can try for you. Baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Progress is trying to do it better. every Vorsprung single heißt, day. dass man jeden Tag ein And bisschen living besser and wird, breathing dass that man way. das lebt And und this is what atmet. Audi does so Und genau das macht Audi so gut. Compression. That you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender. This is what passion, courage, Hier vereinen sich Leidenschaft, Mut und Neugier zu Vorsprung. progress emerge. No one does it better. There's nothing better. It's just the way you make me feel. It's just the way you make me feel. It's just the way you make me feel. It's just the way Das war knapp. Is to be today aware Vorsprung bedeutet, heute das Gestern nicht zu vergessen. It's the way that I feel now, babe. Good God, I can't help it now. I'm really proud. Und ich bin wirklich stolz, Teil dieser Transformation zu sein, High Performance Hochleistung in die elektrische Welt zu überführen. What is bringing us together Was is uns zusammenführt, believing. das ist der Glaube an das, was wir tun. Ich denke, wir wissen alle, dass wir es im Alleingang nicht schaffen. Alleine kann man nicht erfolgreich sein. Es geht darum, dass wir heute schon die Mobilität von morgen gestalten. It's just the way you make me feel.